liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Penzig hier in der Ahnenhöhle, wo wir erstmal an Courage kommen. Das werden jetzt wahrscheinlich schon Kampforks. Ja, Kampforks sein. Okay. Ja dann. Auf sie mit Gebrüll. Ja, die machen wir lieber mal schnell fertig, die Viecher. Treter mal ein Radini, genau. Und der Rest haut auf der Orcibus non eroticus drauf. Gut, gut. Sehr schön. Der war halt im Weg. Ah, jetzt kommen die Sandgolems und das Zappa-Blob. Das ist so Rusalka-Niveau. Ja, die kamen, glaube ich, erst in Rusalka vor als Gegner. Noch so ein Ding und Fran lebt nämlich lang. Bitte flieh auch nicht. Hier brauchen wir wirklich jeden Kämpfer. Ja gut, Fran bleibt. Immer weiter drauf auf die Golems und Zappa-Blobs. Sehr gut. Ah, scheiße. Der ruft schon irgendeinen Baum als Verstärkung. Der Schlagbaum. Heißen die, glaube ich, oder? Schlagbaum? Kann das sein? Ja, genau. Flammenfluss haut dann zu Brei. Du denn und du denn. Das dürfte es ja bei dem gewesen sein. Nein, 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 nein. Okay, einer ist schon kaputt. Na klasse. Ja, jetzt zerfetzt uns das schon hier unsere Synchronität. Und wir haben natürlich kein Heilsirup oder Belebungszauber oder ähnliches parat. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir darauf hoffen, dass wir irgendeinen tollen Zauber kriegen. Oder zumindest Helfer. Oder dass wir Valor oder Heilsirup kriegen. Was anderes kann ich hier derzeit nicht hoffen. Weil allmählich sieht es hier bitter aus für uns. Oder zumindest die Gotteshand, mit der wir abhauen können. Das wäre auch nicht verkehrt. So. Okay, ab hier ändert sogar. Zauberfrucht kriegen wir jetzt hier ab. Hier ändert sich Dungeon und Dungeon-Musik. Moment. Okay, Fran haben wir jetzt auch auf dem 2. Level. Jetzt hat er die komische Form, ja. Ich erinnere mich noch. Und zwar wird aus unserem kleinen Rettich wird so ein kleines Wichtelmännel hier. Ich glaube Folterknecht heißt er, oder? Genau, Folterknecht und Verderbnis kann er jetzt. Ja, wir bräuchten das Gegenteil von einer Verderbnis. Denn wir müssten Artea mal allmählich wieder beleben. Nochmal so ein Krummschwert. Oh Mann. Oh Mann. Das wird jetzt schon großartig. Scheiße. Nein! Oh nein! Scheiße, noch Emma und Maxim ist auch noch tot. Scheiße! Haut drauf. Warte mal. Kraftsirup. Und du Kraftsirup. Nein! Scheiße! Oh, leck. Das wird ein gutes Ende, ihr liebe Leute. Das endet überhaupt nicht gut hier. Wir versuchen abzuhauen. Was anderes bleibt mir hier nicht mehr übrig.
nichts wie raus. Und da war nix. Scheiße, jetzt brauche ich 2 Heilsirup. Oder halt Valor oder was ähnliches. Scheiße, 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 scheiße. Das endet mal wieder in Tod und Verderben. Und mal wieder ein Versuch in der Ahnenhöhle, der zum absoluten Scheitern verurteilt war. Nein, jetzt hängt mir der noch an der Backe dran. Nein! Scheiße! Hau ab! Ich will nichts von dir wissen. Nein! Rennt, rennt, flieht, ihr Narren! Okay, bevor hier irgendwas passiert, nochmal. Verflucht nochmal. Oh, scheiße. Da wollte ich extra nicht drauf vorbei, weil die ist in sich hin wie noch was, diese Klatscher mit ihrer Drecks-A-Griffe. Weiter, weiter, weiter. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt noch eine Gotteshand irgendwo finde. Nein, und wie viel das wieder sind. Ja, solange Fran alles einsteckt, ist okay. Ja, komm schon. Nein! Da ist das andere Sackgasse, verfickte Scheiße! Feuersturm trifft alle Gegner. Ich kann nur hoffen, dass uns das was bringt. Zumindest aus der Sackgasse hier müssen wir raus. Sonst haben wir gewaltig in die Hose geschissen. Gut, 2 hat's erledigt. Und dann auch noch. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das wird richtig ranzig hier, liebe Leid. Das ist mal wieder ein Ahnenhöhler-Versuch, der gewaltig schief gelaufen ist. Scheiße, jetzt kommt ja noch mit Würger. Okay, es geht. Es geht sogar noch. Okay. Okay. Immerhin. Nein! Gut, das sind nur noch 2. Das könnte irgendwie klappen. Hau weg die Scheiße. Nein, mach doch sowas nicht. Verflucht sei die Ahnenhöhle. Ich habe gewusst, dass es früher oder später wieder so kommt, weil ich mal wieder nicht jeden Gegner abgeschnetzelt habe. Ich glaube, in der Ahnenhöhle gibt es wirklich nur entweder oder. Entweder man killt die ganze Bagage oder man lässt es bleiben und versucht das in einem Speedrun. Okay, ich kann nur noch darauf hoffen, dass ich irgendwo die Gotteshand finde, damit ich mich hier verabschieden kann von der ganzen Kacke. Nein. Ja, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Gotteshand irgendwo. Kiste mit Gotteshand. Camus oder Camus-Rüstung. Das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Quatsch. Ja, komm. Das ist okay. Verflixt. Nee, hat er nichts parat. Womit ich jetzt so großartig noch das Schade robben könnte. Das hat nichts gebracht, was auch immer das hätte bringen sollen. Gut, einer wieder weniger. Du, Ego-Kraft. Bitte überlebt das. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und dann Anruf Fran, ist alles in Ordnung. Gut. Puh, jetzt leben wir hier am Limit. Okay, das geht noch.
Den dürft man noch hinkriegen. Ja, macht ihr Molofran. Alles okay, solange es nicht mich trifft. Mach's gut, Fran. Gut. Okay. Gut, wir müssen nur irgendwie hier noch rauskommen. Gardesklinge möchte ich nicht aufgeben und den Diamantring möchte ich auch nicht aufgeben. Ich hoffe nur, dass wir die Gotteshand einfach kriegen. Es ist nur eine Todeskutter. Jetzt ist auch gleich wieder was dazukommen. Na toll. Okay, ich habe gedacht, das wird natürlich mal wieder nichts abziehen. Dann noch ein Nervendolch. Der kostet mich alle Nerven hier. Verdammt nochmal. Und erst U23. Ich kann nur noch fliehen. In der Hoffnung, der Sausack geht mir noch. Komm hier noch. Komm hier schon noch? Ja, ja, sehr schön. Ja, komm hier noch. Mistvieh. Weg. Was anderes bleibt mir nicht mehr übrig. Oh Mann. Weiter, weiter, weiter. Das ist ein Zauberkrug. Hier bleibt auch nichts anderes mehr übrig. Damit ich hier wenigstens wieder die Zauber verwenden kann. Nervendolch gibt es auch noch über 3. Warte mal. Ach, jetzt will er plötzlich Drahthammer. Du kriegst das. Okay, das will ich alles sonst nicht. Jetzt die kann da bleiben, wo sie ist. Oh, ein Heilsirup wenigstens. Na, endlich. Immerhin, das ist mal ein Anfang. Dann haben wir jetzt wenigstens Maxim nochmal zurück. Jetzt sind wir nicht mehr 50-50 Chance zu verrecken, sondern wieder 75% Chance zu überleben, nicht zu verrecken. Oh Gott. Mach das Fortkunft. Das hat keinen Sinn mehr hier. Ich muss nur noch die Flucht nach vorne antreten. Genau in der Hoffnung, das Ding zu kriegen. Gotteshand. Okay. Jetzt haben wir alles, dass wir, wenn wir wieder in so ranzige Situationen geraten, dass wir einfach fort können. Frostfee. Sehr schön. Ich versuche jetzt noch die Episode bis 30 Minuten durchzukriegen. Damit wir einfach noch so tief wie möglich in die Ahnenhöhle vordringen können. Und noch ein paar blaue Kisten flattern können, wenn das denn möglich ist. Ein Heilsirup für Artea hätte ich eigentlich auch noch ganz gern gefunden. Aber hier gibt es auch wieder ein paar Kisten, wo einfach nur ranziges Zeug drin steckt. Ja, toll. Qual der Wahl. Und wenn ich schon in den Overstockwerken schier verreckt wäre, haben wir hier nämlich die großartig bessere Chance zu überleben. Gut. Bleibt mal bloß fort. Ups, jetzt sind wir in dem drin gelandet. Oh je. Oh je. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Schwein gehabt. Na gut, wir probieren es einfach mal. Natürlich sind die jetzt alle vor uns dran, die Biester. Und sie haben Fran getötet. Ihr Schweine! Aber ein paar von den Sausäcken nehmen wir noch mit ins Grab. Ja,
Feuersturm. Und dann kriegen wir es noch gebacken, die Scheißviecher noch fertig zu machen. Okay. Und Maxim. Bitte nicht. Glück gehabt. Ich zitter wie ein französischer Soldat. Verdammt nochmal. Mach schneller. Ja, weg. Gut, gut. Irgendwie haben wir den Kampf noch überlebt. Dann nix wie fort mit... Moment, hier war es nicht. Nix wie fort mit uns. Nein. Nein! Und wie viele das sind? Ja, haut alle auf Fran. Auf Fran habe ich gesagt. Bevor es jetzt nochmal zu Missverständnissen kommt. So. Gehst du... Nein! Gehst du weg? Ich will gar nicht. Das war nur ein Scherz. Oh Mann, oh Mann. Okay, dann gehe ich halt nicht over hier. Dann gehe ich halt runter. Esse ich halt einen Salat und so. Noch ein Heiltrank. Die sind definitiv nicht verkehrt jetzt. Das ist jetzt zum Schluss hier nur noch die Zitterpartie ohne Scheißmull. Irgendwie muss ich mich doch rauszittern. Deswegen wisst ihr jetzt vielleicht, warum ich die Ahnenhöhle nicht gleich unmittelbar gemacht habe. Ich habe für die Ahnenhöhle leider einfach keine Geduld, um ehrlich zu sein. Und ja, da man durch jeden Gegner eigentlich entweder abschnetzeln muss oder halt das in Form von einem Speedrun einfach durchrennen muss, habe ich dafür leider nicht die Geduld. Deswegen habe ich die einfach als Aachen hinten dran gemacht. Nur damit ihr die Amoxea habt. Und damit ihr sehen könnt, es gibt auch wirklich tolle Gegenstände dort abzustauben. Aber ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich die nie bis zum Schluss geschafft habe, die Ahnenhöhle. Ich glaube wirklich, mein Höchstgebot war mal bei um die Ebene 60 oder so. Da habe ich aber als Kind auch wirklich den ganzen Morgen dran verbracht. Und habe so 4-5 Stunden oder was an Super Nintendo dran gesessen. Und dann hat es mich nur noch mehr aufgeregt, als ich dann doof verreckt bin. Aber ihr seht auch definitiv, das kann hier sehr schnell passieren, dass man ins Gras beißt. Wenn dann mal einer von der Kameraden ins Gras beißt, dann dauert es nicht besonders lang, bis der Rest auch hops geht. Habt ihr ja gesehen und zack war Maxim hinüber. Ich muss es wieder riskieren. Riskieren vor allem. Scheiße. Und sobald mir hier der nächste Gefährte stirbt, gehe ich keinerlei Risiko mehr ein. Dann bin ich hier mit Gottes Hand weg. Okay. Weil um die Gardesklinge ist es mal einfach persönlich viel zu schade. So, dann füttern wir dich noch ein bisschen. Das meiste finde ich sowieso widerlich, was ich da gebe. Und die Lederrüstung finde ich auch zum Kotzer, natürlich. Okay. Nein! Mach, dass du wegkommst. Ja, mach einfach, dass du wegkommst. In U27 gerettet. Mal gucken, wie lange das noch als gerettet gilt. Das hat so optimistisch angefangen alles und jetzt ist es wieder dieses reine, ich kämpfe ums Überleben und versuche noch ein paar blaue Kisten mit gescheitem Inhalt abzustauben. Just survive somehow, Scheißdreck. Woche, wie auch immer. Heilsirup, ja, ATA is back. So. Gut. Okay, da haben wir noch was.
Heiltrank ist gut. In den Raum mag ich jetzt trotzdem aber auch noch mal kurz reingucken. Der ist sogar safe. Mit Kraftwasser. Okay, 10 Minuten muss ich noch irgendwie überleben. Und dann warp ich mich auch spätestens raus. Zaubersirup. Okay, jetzt werden die Gegner schon richtig fies. Das sollte ich gar nicht großartig rumprobieren, sondern einfach nur runter. Ja, okay. Da gucken wir mal, ob sich das für die blaue Truhe noch lohnt, ob wir da noch was Schönes drin haben. Nein! Und diese Scheißviecher sind ochsenstark. Oh leck, oh leck, oh leck. Oh. Nein! Oh, bitte, irgendwie macht das Scheißvieh kaputt. Ja, hopp. Oh, Gott sei Dank. Puh. Und ich habe schon gedacht, jetzt trifft's mich. Okay. Koma-Route bringt uns nicht weiter. Nee. Na gut. Verdammt nochmal. Da war das auch noch so dämlich hier getan, die Truhe. Scheiße. Nee, da steht schon eine Medusa. Wenn, dann orientiere ich mich auch an eher den schwache Gegner. Wenn schon, dann die. Und Medusa waren jetzt auch nicht unbedingt so die stärkste Gegner. Wir gehen trotzdem keinerlei Risiko mehr ein hier. Und versuchen das irgendwie noch zu bewältigen. Schauen wir mal. Ja, das war gut. So viel zieht der Anime ab. Jetzt können wir es uns allmählich einmal wieder erlauben, einen Kampf zu starten, wenn die Leute nicht sofort krepieren. So, das sieht doch sogar einigermaßen stabil aus hier. Und du machst stärker. Irgendwie müssen wir auch noch am Leben bleiben. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und die machen zum Glück genau deswegen, weil die so einen Quatsch da fabrizieren, stelle ich mich ja eher den Gegner zum Kampf. Weil man hat ja das Spiel ja durchgespielt, beziehungsweise wir haben es zusammen durchgespielt als Let's Play hier. Und dann wissen wir auch noch in etwa, welche Gegnertypen wie stark oder schwach waren. Ich muss jetzt aber nicht gegen die ganze Bagage hier kämpfen. So. Jetzt ist sie gerade wieder bis dahin gerannt, die Gretel. Na gut. Kümmern wir uns halt um die Dracho-Rasse erstmal. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Das gefällt mir, wenn nicht ja gut. Dann drauf und stärker. Okay. Puh. Noch irgendwie 5 Minuten circa überleben. Dann sind wir durch die Ahnenhöhle erstmal durch und mehr gebe ich mir hier auch gar nicht. Das wird zu riskant und dafür habe ich 2 zu gute Gegenstände in blaue Truhe gefunden. Okay. Gut. Ja, dann muss es halt wohl sein. Müssen wir uns halt durch die ganze Bagage doch durchkämpfen. Sehr schön. Weniger schön. Ja, das zischt gut rein hier.
Und der Ach. Sehr schön. Dann macht er mal auf alle. Dann passt das auch. Da ist Maxims MP-Vorrat nämlich auch mal erschöpft. Und wo ging es dann hier zur Treppe? Haben wir noch gar nicht. Na gut. Dann halt so. Das wird hässlich. Ja. Und schon wieder einer kaputt. Verflixt nochmal. Okay. Feuerjuwel gibt's auch noch. Hier geht's runter. Okay. Theoretisch hätten wir alles, was wir brauchen. Okay, Reitpeitscher. Ja, ist sogar besser. Dann wird's halt das. Nochmal eine Reitpeitsche. Ich mache doch jetzt gar keine große Faxe mehr. Und wird Sarah. Der pfeift sich hier ein bisschen Scheißdreck noch rein. Und dann machen wir irgendwie, dass wir hier rauskommen. Na, eventuell kriegen wir sogar noch Stufe 3 mit dem hier. Ja. Ich sag, ich mache jetzt hier keinen großen Muckerfuck mehr. Ja, da ist noch was. Heiltrank. Aller hopp. So. Okay, es ist nur eine Medusa, die kriegen wir noch hier. Mit einer können wir uns auch anlegen. Vor allem, wenn wir die Initiative hin. Zauberbikini. Alles klar, dann springen wir in deiner niegelnagelneue Unterwäsche rum. Und wir gucken noch, dass wir noch irgendwas abstauben und es ist bald soweit. Nein, dass ich hier der Ahnenhöhle kündige. Falls ich noch irgendwie auf eine Treppe stoßen sollte, würde ich sie betreten. Aber ansonsten glaube ich, das wird nichts mehr mit uns hier. Das hat sich, denke ich, ziemlich erledigt. So. Schauen wir noch mal, ob wir irgendwo noch eine Treppe erwischen. Und wenn nicht, doch, da haben wir sie. Dann endet unsere Reise hier in U32. Dann habe ich es halt nur 32 Stockwerke geschafft, ihr liebe Leid. Aber ihr habt zumindest mal gesehen, wie die Ahnenhöhle so drauf ist und ja, was man da finden kann. Glücklicherweise habe ich so an Show-Effekt noch was richtig Gutes für euch abstauben können. Sogar der beste Gegenstand, noch die Gardesklinge abstauben können. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Und der Diamantring, der ist, ach verdammt nochmal, ziemlich gut. Okay, dann, weil Schnapszahlen so schön sind, machen wir hier in U33 Schluss. Okay, Engelsflügel gibt es auch nochmal. Gut, ziehen wir die gerade nochmal an. Einfach nur, weil es so schön ist. Ne, die bringen nichts weiter. Na gut, dann ist es soweit. Mach's gut, Ahnenhöhler. Zipp. Und wenn ihr sowas mal ganz sehen wollt bis zum Schluss, die Ahnenhöhle birgt viele Gefahren, doch wird nur der Siegreiche belohnt. Ja, wenn ihr das mal bis ganz zum Schluss, bis zum bitteren Ende und bis zum Boss, der übrigens ein riesiger Proto-Blob ist, sehen wollt, dann guckt doch mal bei Kirby's Linkschwert rein. Der hat das nämlich bis zum Schluss gespielt. Ha! Oh, du bist schon zurück? Hier sind die Sache. Ich hab gut drauf aufgepasst. Kannst jetzt auch hoch erhobenen Hauptes in die Stadt zurückkehren. Sehr schön. Aber, wir haben noch einen Diamantring, den ich ganz gern noch hätte. Wer auch immer den noch tragen kann. Nur Seelan. Okay.
Ja, der hätte uns ziemlich was gebracht, muss ich sagen. Und wir haben noch ein Gardeschwert. Ich muss mal gerade noch gucken. Wo ist es dann? Da ist er, die Gardesklinge. Okay. Leider nicht so viel. Die Zirkonaxt ist besser von der Werte her. Aber trotzdem, mir Hands. Ja, an Kirbys Linkschwert wollte ich sowieso nochmal ein großes, fettes Dankeschön anbringen. Der Mann hat mir hier sehr gut geholfen und hat hier auch sehr viele Tipps gegeben und alles. Es war sehr toll mit dir. Vielen lieben Dank, Kirbys Linkschwert, für all deine Hilfe. Und für alle Leute, die sich Animal Lufia bei mir angeguckt haben, vielen lieben Dank. Wenn ihr wisst, wie das mit der Kapselmonster funktioniert, dann gebt mir doch bitte noch in den Kommentaren Bescheid, wenn ihr es nicht schon beim ersten Mal gemacht habt. Und ansonsten würde ich sagen, das Let's Play ist jetzt erst einmal beendet. Wenn ich weiß, wie das mit den Kapselmonster geht, wenn mir da jemand Bescheid gibt, mache ich noch ein kleines Video, um euch die Kapselmonster, die noch funktionieren jetzt, die ich noch nicht völlig verbockt habe, dass ich euch die noch zeige, wie man die auf Stufe 5 hochstuft. Bis dahin würde ich mal sagen, vielen Dank dafür, dass ihr Interesse an dem Projekt Lufia gehabt habt. Als nächstes kommt dann übermorgen raus Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Und da bin ich auch wieder mit Facecam mit dabei. Iron Yankee.